Ja, voilà, also ich krieg doch von vielen Leuten sogar geschickt. Also ich sind da vor ja am Pommerlar abgekaut und ja, sind da ein bisschen mehr wie 100 Stück anscheinend. Das ist eine ganz große Gruppe für Lützenburg Verhältnisse. Also gesagt da immer mal am Durchzug, dass da durchziehen, mir das ist wirklich eine exzeptionell große Gruppe, die noch relativ frei an der ist. Das Hex wahrscheinlich wenn der Drischen von der ein bisschen mehr frei aufhängen, sich zu bewegen, weil sie nicht so viel Nahrung da vorne, wo sie eigentlich sind. Und dann machen sie sich vielleicht ein bisschen mehr frei op a Richtung Süden. Ne? Ja, ich meine, also den weiße Storcher sind Kulturfolger, wie man das nennen. Sie gerne beide Menschen. Sie wischen aber am Fond ficht Wiesen, wo sie dann do wir Mais, Fraschen, so Sachen essen. Weil diese so dresche sind, kommen sie mit ihrem Schneeloch schon mal gut mit durch. Wir für allem sind, also wir sie sowieso kein Mido, die zählen sich so an den Boden ran. Fraschen, alle guten Feieren und so, die sind ausgedreschend. Und dann das bisschen Nahrungsknappheit und das möchte eben dann dazu vielleicht ein bisschen wie Friesisch op ihre Weh Richtung Süden machen. Die noch ganz gerne, wo der Bauer gerade am Gang ist, zu plouen oder irgendwelche Landwirtschaftsaktivität ist, dass sie dann davon wollen profitieren. Aber ja, der Redlo, den hat für allem Hex wahrscheinlich gemacht, dass sie Hof gedreht kaufen. Sie flehen natürlich nicht so gerne, wenn Donnerwetter ist oder Varenas. Und das nutzen sie sich, wenn sie dann einen Platz finden, wo sie dann eben vielleicht ein bisschen Nahrung finden. Da bleiben sie auch gerne da für ihre Reserven, bis sie aufzufüllen, kann ich bisschen wie ein Tankstell da machen, dass ein bisschen Fettreserve sich aufreißen. Und da kann dann wohl sehen, dass sie während pro Tag, vielleicht sogar pro Woche, wenn Bedingungen loher günstig sind, werden halt verbleiben, bis sie da weiterfliegen. Das hängt ganz davon ab, wie die Wandbedingungen sind, wie die Wetterbedingungen für sie sind. Bei günstigen Zochtbedingungen fliegen sie mal pro 100 Kilometer sogar am Stück. Andererseits, was man im Klimawandel natürlich ist, dass viele Stoffe gar nicht so weit ziehen, wie sie das so gemacht haben. Also sonst sind alle guten Stoffe bis rüber in Afrika geflogen. Und mittlerweile hat die mal Platz, wenn die Wand nicht so hart ist, dass sie wirklich immer sogar ganz high bleiben. Und hat die mal auch am Winter schon Weißstoffen am Lützeburg gesehen oder auch bei Senopre sind auf verschiedene Plätze, wo Stoffe wirklich auch überwandern und dass sie just so eine lokale Dispersion machen, aber ohne dass sie wirklich ganz weit nicht sehen, das was sie traditionell gemacht. Und da wäre es doch schwer zu sagen, wo fliegen die Dolo hin, fliegen die bis an Afrika, fliegen die über Sahara oder bleiben die aus Südfrankreich oder vielleicht sogar hier an den Äcker, wenn die Wand da los sollten, gar nicht hart. Mir da das noch ganz frei für das zu sagen. Nee, ich meine, den Storch, den ich Käse beim Bauer, ich meine, den frisst du pur Mais, bis die Firmen raus aus den Wiesen auf Felder. Ich schuld möchte da nicht. Hier den verschiedene Gemenge, wo da ganz viel sind, wo sie dann auf den Dächer von den Leuten bringen. Dazu du natürlich ein bisschen Comedy machen, das typisch Storsche Klappere, was ich schon mal hören hört. Und natürlich bauen sie riesengroß Naschdobengem da, und da kann das vielleicht ein bisschen nervig sein. Aber ich meine, das ist ein Symbol vom Glück, der weiße Storch, und sie die ja immer sie geben Kanner bringen. Das heißt, im Prinzip sind die Leute immens froh, wenn sie weiße Storch gesehen haben. Das merkt ihr noch in den Reaktionen, die ich da noch, an der ihr auch da gekriegt habt, dass die Leute immens begeistert davon, dass sie für so einen Sturk zu gesehen haben. Das meine ich auch überweihend da bei den Bauern, dass die echt froh sind, wie das da so, und die geben irgendwo ein Problem machen.